Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht noch gut. Kurz nachdem, dass ich das Video gestern aufgeladen habe, wegen der PS4, habe ich doch tatsächlich ein SMS von Alcom bekommen, dass ich die Xbox One abholen kann. Das bin ich jetzt heute auch endlich machen, weil gestern war das doch ein bisschen Spuk gewesen. Und ihr seht also ein bisschen, was ich einkauft, besser gesagt vorbestellt habe. Wir starten hier mit so einem kleinen schäbigen Zombie, den ihr vorhin gesehen habt. Der ist noch von Dead Rising 2, aber als kleines Goodie zum Dead Rising 3 dazu gewesen. Und das Dead Rising 3 ist auch als Day One Edition dabei. Da gibt es ja noch ein paar Goodies dazu, aber ich weiss jetzt nicht einmal genau, was das für sind. Verpackung an und für sich relativ ähnlich wie die alte Hülle. Ein bisschen mühsam zum Aufmachen. Und innen drinnen, ja, was für eine Überraschung, hat es Disc, Blu-rays sind ja jetzt. Und nebendran eben der Day One Code. Und da kann man, das sind 24 Zeichen, die kann man entweder schön chillig mit dem Kinect, mit so einem Code direkt analysieren und dann wird das gerade eingeben, oder man muss es mühsam von Hand machen. Jetzt bin ich kein Fan von Kinect und darum muss ich es mühsam von Hand machen. Ich werde sicher noch ein bisschen experimentieren mit dem Kinect, aber ja, ich weiß nicht genau. Bisher habe ich keine Vorteile gesehen. Jetzt schnell zu den Games eben noch einmal. Da seht ihr schön die Hülle, der Vergleich. Die neuen, scheisse Xbox One Hüllen sind ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger hoch heisst das. Und das Grün ist ein bisschen dunkler als ja, bei der Xbox 360 vor Hülle. Das war so ein bisschen, fast ein Neongrün gewesen. Und das Neue ist halt so ein bisschen ein Wald- und Wiesengrün. Ja, weiß auch nicht. Assassin's Creed 4 Black Flag, das mache ich gar nicht auf. Das spiele ich auch auf der PlayStation 3 und 4. Und da wäre jetzt Rise, Son of Rome's, auch ihre Day One Edition. Und das ist ja ziemlich gepriesen worden, das Game. Ja, bin auch auf jeden Fall gespannt. Und auch, was dort nachher so ein bisschen dabei sein sollte in Bezug auf eben exklusiven Content oder so. Ja. Egal, würde ich sagen. Und das ist schon noch spässig. Beim Aufmachen ist wirklich dort oben, genau, wo ich jetzt herzeige, und dann auch weiter unten hat es dann so kleine Plastikhöckchen, wo die Hülle auch noch oben und unten eigentlich verschließen. Der Inhalt vom Rise ist eigentlich genau gleich. Und jetzt kommen wir hier zum Prachtstück, in Anführungs- und Schlusszeichen, Forza 5. Was ist echt das Ultimate Edition? Oder ich weiss doch auch nicht. Auf jeden Fall halt ein Steelbook. Und dann noch 2, 3 Spezialkehren. Ja, muss es dann ausprobieren. Zum Forza 5 ist sicher zu sagen, dass Fans ja nicht alle so begeistert waren. Vor allem, weil man viele Sachen auch mit echtem Geld wieder kann und fast ein bisschen muss kaufen, weil man so langsam vorwärts kommt. Aber sie haben schon gesagt, mit dem nächsten Patch wird das angepasst. Also Turn 10, der Entwickler von Forza 5, tut sich wirklich auch ein bisschen um die Fans. Und das Gute ist, der Xbox One Controller hat ja jetzt auch Rumble-Motoren irgendwie in den Trigger. Und gerade bei den Renngames stelle ich mir das sehr, sehr genial vor. Also aufs Forza 5 freue ich mich eigentlich fast am meisten. Jetzt sehen wir hier noch irgendeinen schnellen Flitzer und hier ein paar geile Kleber, ja genau. Ich auf mein Geschäftsauto, wo ein Skoda ist, ein paar Audi-Ringe draufklatschen. Nein. Also, ja, das war es eigentlich mit den Games. Das Killer Instinct hole ich mir sicher auch noch, aber das gibt es ja nur als Download. Dort muss ich dann noch ein bisschen rumprobieren, ob ich es in einem amerikanischen Shop günstiger bekomme. Wir werden es sehen. Das wäre jetzt hier die Schachtel von Xbox One. Alcom hat netterweise noch einen Stromadapter beigelegt, genau. Gute Sache. Man kann jedoch einfach auch Standard PC-Stromkabel brauchen, wo dann aus dem riesen Netzteilklotz rausgehen in die Steckdose. Und von dem her habe ich den zum Glück gar nicht einmal gebraucht. Ja, machen wir das Baby mal auf. Das erste, was man sieht, ist Kinect. Und da musste ich schon ein bisschen lachen, weil man kauft sich eine neue Konsole und das erste, was man sieht, ist das scheiß Kinect. Nein, es ist ja sicher gut und massiv besser als das alte und so. Aber wie schon oftmals gesagt, ich kann mir einfach gerne noch nicht vorstellen, was ich mit dem machen will. Und darum lohne ich es auch eingepackt. Dir fragt mich vielleicht schon seit längerer Zeit, wo ist der Ton? Ich habe einfach mal das Bild aufgenommen, habe nebenbei noch ein bisschen YouTube-Videos geschaut und so und tue das jetzt erst im Nachhinein noch reintexten. Ja,
Das zu dem. Das zu den Batterien. Haben sie extra 2 Bärli. Ich weiss nicht genau, ob irgendein Kinect auch noch Batterien braucht oder ob sie einfach netterweise 4 rein tun. Der Controller braucht auch nur 2. Und ja, er liegt schon gut in der Hand. Aber eben hier oben die kleinen Bumper, LB und RB, irgendwie ein bisschen schwierig zu erreichen. Irgendwie wirklich schwierig zu erreichen. Dort muss ich mich daran gewöhnen. Was auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist hier unten, wo die Plastikteile zusammenkommen, kann man sich mit dem Finger fast ein bisschen, wenn man sich verkrampft, nicht gerade verletzen. Aber auch mal Abdrücke holen und Batterienfach muss ich noch ein bisschen üben, wie man das auf und zu tut, aber ist cool. Man fragt sich effektiv, was auch im alten Xbox-Controller drin war, Xbox 360, weil der hat jetzt das Batterienfach noch gegen raus kann. Was auch ganz eine schöne Verarschung ist, der Anschluss für die Headsets ist nicht mehr der gleiche wie bei der Xbox 360. Es gibt ein Adapterkabel scheint nächstes Jahr, aber bis dann werde ich auf der Xbox One mein Headset nur für den Ton brauchen, nicht reden. Ganz leid. PS4 hat übrigens das gleiche Problem. Dort, ja. Oder man greift auf das beigeleitete Headset zu, das ist auch möglich. Jetzt hat er hier vorhin noch schnell ein paar Kabel gesehen und so. Das ist eigentlich alles nicht so relevant. Und was wir hier jetzt sehen, ist eigentlich halt die fette Kiste mit der fetten Xbox One drin. Sie haben es noch gescheit gemacht zum Rausnehmen. Aber ja, es ist eben schon noch ein dickes Deutsche. Und wenn man sich daran erinnert, wie gut dass die anderen älteren Xboxen gepostert waren, und wie wenig Posterung das hier jetzt eigentlich vorhanden ist, um die Schachtel nicht viel grösser zu werden, ist schon noch lustig. Weil eben die Xbox One, wie man es auch immer möchte sagen, ist einfach schon riesig. Es ist einfach wirklich ein fettes Teil. Und auch vom Gewicht her absolut nicht zu unterschätzen. Ihr seht, ihr habt sicher jetzt auch schon x Unboxing-Videos gesehen, darum wollte ich da nicht zu fest drauf eingehen. Es hat sogar einen HDMI-Anschluss. Wow! Ich musste auch ein bisschen lachen, dass der vorne drauf Kleber ist. Er sagt, dass man die Konsole nicht so bewegen, wenn ein Disc drin ist, was ja absolut logisch ist. Aber weist eben auch darauf hin, dass die Konsole HDMI hat. Und jetzt hier nochmal schnell einen kleinen, nicht ganz so professionellen Grössenvergleich. Hier seht ihr die alte Xbox 360 von mir mit einem Skin drauf, logischerweise. Aber eben rein der Grössenunterschied hat man dort gut gesehen, auch wenn es ein bisschen schnell ist gegangen. Hier sieht man noch, ja nur 2 Kabel eingesteckt. Das HDMI, das in den Screen hineingeht, und das Power. Und habe dann vorhin noch geschwungen das Netzwerkkabel eingesteckt, weil wenn ihr das Teil anlädt, könnt ihr mal anfangen runterzuladen. Und ich habe jetzt hier Vollgas beschleunigt im Vegas, ich habe zusammengeschnitten. Und gleich dauert es echt nur ein Moment, euch das nur annähernd zu zeigen, wie lange das man hier am Warten ist. Also ich glaube, mittlerweile ein neuer PC hat schneller das vorinstallierte Windows 8 konfiguriert und ist ready to go oder ready to work, ready to game, ready to play, was auch immer ready. Ich hoffe, ihr seid auch ready. Ich bin jetzt schon ein Zeitchen am erzählen, aber eben Xbox One halt und eben, keine Ahnung, das Teil jetzt so lang zum Aufstarten. Da könnt ihr jetzt noch minutenlang Nonsens erzählen und es wird gang noch nicht länger, wenn ich euch das in Echtzeit möchte zeigen, wie lange das geht. Also stellt nicht darauf ein, Jungs und Ladies, wenn ihr eine Xbox One zieht, wartet einfach mal. Ja, ihr wartet einfach mal. Sicher 2 Stunden einrechnen. Klar kann man das schon ein bisschen früher anfangen spielen, aber auch Games müssen installiert werden. Und das habe ich zuerst ausprobiert. Das Rise, genau, das sieht man jetzt noch. Dort ja, installiert es bis etwa 3% und das geht circa eine Viertelstunde. Und dann kann man gamen. Und währenddem, dass man gamen, tut es im Hintergrund noch weiter installieren. Das geht, glaube ich, eine Stunde, um alles zu installieren. Das ist hure lang. Ja, und das Lustige ist dann, das Game ist installiert, man freut sich, man denkt sich, hell yeah, endlich. Endlich kann ich mal zocken, weil eine Konsole, auch wenn Microsoft das nicht mehr so als Konsole sehen, sondern eher als Entertainment-System im Wohnzimmer, die Xbox One. Aber es ist keine Konsole mehr, weil es ist näher an einem PC als es jemals war. Und eben mittlerweile sind die PCs eigentlich mit der Software und allem zusammen schneller. Gerade beim ersten Mal anwerfen. Und eben zieht nach rein, dann kannst du das Rise endlich starten und dann musst du nur einmal installieren. Das ist eigentlich so, als würde man dir sagen, ja, mal kannst du reinkommen und dann kommst du rein, in einen Club, in ein Gebäude, wo immer her willst. Und dann einen Meter, nachdem du das Gebäude betreten hast, kommt nur die Tür und sagt, ja, du wartest du jetzt mal noch ein bisschen, auch wenn du extrem gerne möchtest loszocken. Und das muss ich sagen, ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Ich habe mich ein bisschen informiert.
und habe gesehen, dass die Installationszeiten und Zeiten, bis man das Game spielen kann, bei der Xbox One massiv höher sind. Und wir reden hier von normalen Festplatten bei der PlayStation 4. Wirklich crazy. Teilweise kannst du auf der PS4 schon nach einer Minute loslegen, wo ich weiss jetzt das Beispiel gar nicht mehr konkret, aber ich tue noch sonst einen Link rein oder es gerade in die Beschreibung reinschreiben. Ein paar Leute haben das getestet, wo bei Xbox One Games zum Teil eine Viertelstunde wartest, bis du loslegen kannst. Und klar haben wir nicht mehr Nintendo 64 oder Super Nintendo Mega Drive Zeit, wo einfach das Modul reinklatscht und dann kannst du loslegen. Aber das ist schon ein bisschen hart. Muss ich wirklich sagen. Darum bin ich gespannt, wie die PlayStation 4 das morgen macht mit den Installationen und so. Aber ja, das dauert schon ein Zeitchen. Ich hoffe, das optimieren sie noch. Sonst finde ich es ganz in Ordnung. Allzu viel habe ich jetzt noch nicht spielen können. Eben müssen warten und installieren. Es gibt einfach ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Und zum Beispiel, früher hat man, was heisst schon früher, bei der Xbox 360 kann man den Xbox-Knopf drücken und dann kommt so ein kleines Menü, wo man hure schnell auf alles zugreifen kann. Das gibt es nicht mehr. Sie haben wirklich viele Sachen weggelassen, die einem das Leben sehr erleichtert haben. Und ja, kann ich nicht verstehen. Also, das Rise ist mittlerweile geladen, ich kann es jetzt einfach spielen, aber ich werde euch natürlich versuchen, mit dem Elgato etwas zu zeigen. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Sonst wäre es das gewesen für das Erste von meiner Seite. Ich muss jetzt weiter warten. Schönen zusammen.